Angedacht zwischen Rhein und Reden. Impulse aus dem Kirchenbezirk Germersheim. Heute möchte ich Sie dazu verführen, sich mal ein wenig Luxus zu gönnen. Deshalb bin ich extra hierher in den Wald gegangen, denn der Luxus unserer Zeit, so behaupten das manche, der Luxus unserer Zeit, das ist Stille. Dass an der Behauptung was dran ist, das merkt man allein schon daran, dass es gar nicht so einfach ist, einen Platz zu finden, wo mal nichts zu hören ist von den Geräuschen, die unsere sogenannte menschliche Zivilisation ständig verursacht. Da muss man manchmal wirklich schon ein ganzes Stück in den Wald hineingehen und hoffen, dass man dort dann nicht doch noch wieder jemanden begegnet. Ach ja, und man sollte auch nicht vergessen, sein Smartphone in den Bitte-nicht-stören-Modus zu schalten, damit dann nicht doch wieder irgendeine Nachricht in die Stille hereinplatzt. Aber probieren wir das doch einfach mal aus mit der Stille. Ich bin jetzt einfach mal für einen Moment wirklich still. Und vielleicht sind Sie ja doch auch gerade irgendwo, wo es zumindest mal einen Augenblick lang möglich ist, dass Stille einkehrt. Wenn Sie wollen, können Sie jetzt die Augen schließen, denn hier am Bildschirm verpassen Sie nicht, solange es still ist. Manchen Menschen hilft es auch, sich auf ihren Atem zu konzentrieren, um zur Ruhe zu kommen. Okay, und jetzt geht's los. Und wie ging es Ihnen in diesem Moment der Stille? Ist Ihnen die Stille lang geworden? Es waren genau 30 Sekunden. Stille auszuhalten ist ja auch nicht nur einfach. Vor allem sind wir echte Stille ja oft auch gar nicht mehr wirklich gewohnt. Aber vielleicht probieren Sie es ja trotzdem nochmal und beim nächsten Mal fühlt es sich schon weniger fremd an. Oder hätten Sie gerne noch länger diesen Moment genossen? Dann gönnen Sie sich diesen Luxus doch einfach öfter und versuchen Sie, solche Momente der Stille immer wieder in Ihren Alltag einzubauen. Schon von Jesus wird in der Bibel erzählt, dass er das immer wieder gemacht hat. Raus aus der Menge an einen einsamen Ort, ganz für sich allein, um nicht nur ganz bei sich selbst zu sein, sondern auch ganz bei Gott. Denn das ist eine alte Erfahrung, die nicht nur Jesus immer wieder gemacht hat. Stille, das ist nicht nur etwas, was mir gut tut, sondern etwas, das auch eine Brücke zu Gott sein kann, wo er mir auf einmal ganz nah kommt, wo sich mir eine Welt eröffnet, die über meinen Alltag hinausreicht und ich in einer neuen Weise offen werde für ihn. Der dänische Philosoph und Theologe Søren Kierkegaard hat das einmal so formuliert: Als mein Gebet immer andächtiger und innerlicher wurde, da hatte ich immer weniger und weniger zu sagen. Zuletzt wurde ich ganz still. Ich wurde, was womöglich noch ein größerer Gegensatz zum Reden ist, ich wurde ein Hörer. Ich meinte erst, Beten sei Reden. Ich lernte aber, dass Beten nicht bloß Schweigen ist, sondern Hören. So ist es. Beten heißt nicht sich selbst reden hören. Beten heißt still werden
und warten, bis der betende Gott hört. Möge Gott Sie immer wieder segnen mit Momenten der Stille, kleinen Atempausen mitten im Alltag, wo Sie ganz bei sich sein können und spüren, dass er ganz nah bei Ihnen ist. Angedacht zwischen Rhein und Reben. Impulse aus dem Kirchenbezirk Germersheim.